Wir gehen heute in eine neue Serie rein und der Titel dieser Predigt ist «Mir geht es gut und dir». Vielleicht, wie würdest du jetzt gerade antworten oder wie würde vielleicht die Person links oder rechts oder hinten oder vorne von dir antworten? Vor allem, wenn wir jetzt das «Wie geht es dir» vielleicht auf uns auch als Teil von dieser Gesellschaft, wo wir drin leben, würden beziehen. Es geht in dieser Serie auch um das Thema Gerechtigkeit und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, dass das Thema viel, viel schwerer ist, als ich ursprünglich gedacht habe und dass es mich auch persönlich enorm herausfordert und ich kann euch darum schon von Anfang an sagen, es wird heute dich vielleicht persönlich, aber auch uns als Kirche, als Gemeinschaft, die wir da miteinander unterwegs sind, herausfordern und ich habe mich entschieden, heute wirklich das ein Stück weit auch zuzulassen. Darum stell dich darauf ein, dass dich vielleicht 2, 3 Gedanken irgendwo innerlich auch ein bisschen werden ansprechen. Wir haben ja bei uns ein Jahresthema. Das Jahresthema heisst Agape, Liebe, die wächst. Und in diesem Jahresthema machen wir uns auf, um immer wieder zu entdecken, was es denn heisst, sowohl Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben, aber auch uns selber zu lieben. Und zentral für das Ganze ist die Aussage von Jesus in Markus 12, Vers 31, das heißt, und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft und dann anfügt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Also es ist von fast ähnlicher Wichtigkeit, wie Gott zu lieben, dass wir unseren Nächsten so lieben wie uns selber. Und eine von diesen Fragen, oder, wenn man sich damit beschäftigt, was heisst es denn, den Nächsten zu lieben, ist schon mal die erste Frage, ja, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und da haben wir das Beispiel oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo davon handelt, wie einer da mitten auf dem Boden liegt, andere vorbeilaufen und niemand sich irgendwie das Gefühl hat, er sei zuständig und der, wo dann gefunden hat, hey Moll, ich nehme mich dieser Person an, obwohl er eigentlich nicht viel mit dem zu tun hat, das ist dann der, der sich um den Nächsten gekümmert hat. Jetzt, das ist klar, so die Not vor der Haustür, das sind wir uns irgendwie bewusst, das ist unser Nächster. Jetzt leben wir aber heute in einer globalisierten Welt. Wie ist denn das in einer Welt, wo alles irgendwo global ist, wo alles irgendwo näher zusammengerückt ist? Kann man da noch sagen, meine Aufgabe ist mein direkter Nachbar, der, den ich sehen kann, den ich anlangen kann, der nahe bei mir ist. Ich bin mal schnell anschauen, was es heisst überhaupt, Globalisierung. Der Begriff Globalisierung bezeichnet den Vorgang, bei welchem weltweite Verflechtungen in unter anderem den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten zunehmen. Und anders ausgedrückt kann man manchmal sagen, die Welt ist ein Dorf geworden. Mein Marktplatz ist vielleicht in China. Mein Schreiner in Deutschland, mein lokaler Bauer ist plötzlich auch in Spanien und Italien oder vielleicht sogar overseas, wenn es um Früchte geht. Die Situation ist nicht mehr ganz die gleiche, wie sie vor 2000 Jahren war, zur Zeit vom Neuen Testament. Und unser Handeln heute hat in dieser globalisierten Welt hat nicht nur Auswirkungen auf meinen direkten Nächsten und die Leute rund um mich herum, sondern auch auf meinen sozusagen Übernächsten. Alles ist heute irgendwo durch die Globalisierung miteinander verbunden, viel stärker und viel direkter, als das je zuvor der Fall war. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einiger Zeit hat ein Unfall von einem Frachter im Suezkanal monatelang eure Auswahl im Coop und Migros teilweise beträchtlich eingeschränkt, welche Produkte verfügbar sind und welche nicht. Und wir müssen uns fragen, nur weil ich vielleicht nicht sehe, wer meine Kleider herstellt und unter welchen Bedingungen, ist die Person nicht doch vielleicht irgendwo auch zu meinem Nächsten oder eben zu meinem Übernächsten geworden? Hat mein Konsum nicht irgendwo doch eben auch einen Einfluss auf die Person? Auf den Bauer, wo unsere Kaffeebohnen herkommen. Der Bauer, die Farme, wo unser Gemüse angepflanzt wird, wo von irgendwo
gekarrt wird, vielleicht eher die Früchte oder Gemüse, haben wir noch relativ lokal einigermaßen. Die Familie, die umsiedeln muss, weil alle Rohstoffe in ihrem Gebiet abgebaut werden und es keinen Platz mehr für sie hat zum Wohnen, weil wir die Rohstoffe brauchen und nicht sie eigentlich. Unsere Handlungen haben Auswirkungen. Nicht nur auf meinen sichtbaren Nächsten, sondern eben auch auf den unsichtbaren Nächsten, der ein bisschen weiter ist. Und das ist eines von diesen perfiden Syndrom von einer globalisierten Welt oder von der modernen Gesellschaft, wo wir drin leben, dass wir es eigentlich angebracht haben, dass die Konsequenzen von unserem Handeln nicht mehr sichtbar sind. Dass wir es ausgelagert haben, irgendwo ins Ausland, irgendwo weit weg, wo wir eigentlich nicht sehen, was das, was wir machen, eigentlich bei anderen für Auswirkungen hat. Wir sehen die Zustände in der Fabrik, wo unsere Alltagsgegenstände hergestellt werden, zum Glück nicht. Wir sehen die Armut der Billiglohnarbeiter oder der Farmer und die Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen, zum Glück nicht. Wir können in den Coop hineinlaufen, wo alles schön säuberlich geordnet ist und wunderbar schön aussieht. Oder man kann sich auch ganz einfach fragen, wie viel Fleisch würden wir essen, wenn wir jedes Mal zuschauen müssten, wie das Tier geschlachtet wird. Das Fleisch, das wir nachher essen. Wenn du zum Metzger gehst und dann stehen in der Reihe Kühe dort und du sagst dann, ich bin überhaupt kein Veggie oder so einfach. Aber es ist, um das Prinzip zu verdeutlichen, wie wir es angebracht haben, dass wir Konsequenzen von unserem Handeln nicht anschauen müssen und darum ganz viele Sachen viel einfacher machen, weil wir es nicht sehen. Und darum können wir heute, wenn es um unseren Nächsten geht, nicht mehr einfach sagen, ja, das ist mein Nachbar, das sind die Leute gerade nur direkt um mich herum, sondern heute ist mein Nachbar eben vielleicht auch mein unsichtbarer Übernächster, wo irgendwie ein paar Länder weiter mit mir verbunden ist, durch die globalisierte Welt, durch die Sachen, wo alles bei uns zusammenhängt. Und vielleicht geht jetzt bei dir innerlich schon so ein Kampf los, so ein ungutes Gefühl und ja, aber, oder? Aber wenn ich sie ja nicht sehe und ja nicht weiss und ich kann sie irgendwo trotzdem nicht ändern, es ist ja, ich will das ja eigentlich auch nicht und so weiter. Und wir haben so schnell Abwehrreaktionen in diesem Thema. Und ich habe mich gefragt, warum? Also auch ich rede heute sehr fest auch von mir. Und ich habe mich gefragt, was ist es? Ist es vielleicht ein bisschen Schuldbewusstsein, das wir haben? Ist es vielleicht auch einfach, weil die ganze Thematik sehr politisch aufgeladen ist und manchmal die Leute, die sich sehr fest dafür einsetzen, Leute sind, wo wir dafür vielleicht in anderen Punkten unsere Meinung nicht mit ihnen teilen? Ist es, weil es ein Bereich ist, wo es schwierig ist, können sich wirklich korrekt zu benehmen oder eben die Sache im Griff haben, weil wir irgendwo auch ein Stück weit machtlos sind? Wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann ist das enorm herausfordernd in der heutigen Zeit, wo mein Nächster auch mein Übernächster ist. Und Jesus sagt auch ungefähr, was er sich unter dem vorstellt. Oder er sagt in Matthäus 7,12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also er sagt, hey, das ist im Fall kurz zusammengefasst, ungefähr das, was im Alten Testament drin ist. Das heisst, anderen auf Augenhöhe begegnen. Sie gleichwertig zu behandeln, gleichwertig zu betrachten. Und da kommen all die grossen Fragen dann eben auf, wie denn die gelebte Liebe aussieht im Umgang auch mit unseren Übernächsten, nicht unseren direkten Nachbarn. Und da kommen wir ganz schnell auf den Begriff auch von der Gerechtigkeit, wo auch in der Bibel ein grosses Thema ist. Und ich möchte mit euch das ein bisschen anschauen. Weil Gerechtigkeit ist nicht einfach ein Randthema in der Bibel. Auch wenn wir das Gefühl haben, es geht um die Erlösung, Gerechtigkeit ist ein roter Faden, der sich genauso durch die Bibel durchzieht. Nicht nur in Bezug auf Sünde und unser Verhältnis zu Gott, sondern auch ganz konkret um den Umgang mit anderen Menschen. Im Alten Testament ist Gerechtigkeit sogar eines der Hauptthemen, wo man drin ist. Es gibt über 500 Verse, die sich um Gerechtigkeit drüllen.
Und im Neuen Testament ist zwar Liebe mehr im Fokus, aber was Jesus eigentlich zeigt, ist, dass Gerechtigkeit eine von den Auswirkungen von ausgelebter, von handelnder Nächstenliebe ist und eben nicht einfach losgelöst von Liebe betrachtet werden und dass man auch nicht einfach sagen kann, es ist etwas komplett anderes. Und ich möchte mit euch einen kleinen Streifzug durch die Bibel machen und wir starten im Alten Testament und zwar schon ziemlich ganz am Anfang, im 4. Kapitel, nachdem der Kain den Abel umgebracht hat. Lesen wir, dass es heißt, dass Gott gesagt hat, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Es schreit. Die Ungerechtigkeit ist nicht einfach nur, hey, es ist nicht in Ordnung, sondern es schreit zu Gott. Und das ist etwas, wo mega klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass Gott Ungerechtigkeit nicht egal ist, dass sie eben wirklich förmlich zu Gott schreit und er anlässt. Auch als die Israeliten in der Sklaverei in Ägypten waren und darunter gelitten haben, hat Gott ihre Schreie gehört, hat nicht weggeschaut und es ist ihm auch nicht egal gewesen. Und das ist genau das, was er im 2. Mose Kapitel 3 am Mose sagt, wo er ihm begegnet. Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Also Gott hört es nicht nur, sondern Gott ist auch ein Gott, der darauf reagiert, der sich aktiv gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit einsetzt und gekommen ist, dort sein Volk zu befreien. Gott sieht die Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Sie ist ihm kein bisschen egal. Und da eine kleine Klammerbemerkung, auch die du erlebst. Auch wenn du in deinem Leben so Ungerechtigkeit erlebst und in schwierigen Situationen sind, das ist Gott kein bisschen egal, auch heute nicht. Und er sieht es. Wir sehen dann, wie Gott auch ein Anliegen war, für Gerechtigkeit im Umgang miteinander zu sorgen. Dass wir Menschen gerechter miteinander umgehen, ist nicht nur, hey, ich bin da, ich sehe es und ich handle und greife irgendwo ab und zu ein, sondern es sind auch ganz klare Aufträge, die er gegeben hat, dass für Gerechtigkeit gesorgt wird. Dass wir für Gerechtigkeit im Miteinander schauen. Vor allem im Umgang mit Leuten, die weniger privilegiert sind als andere. Da heißt es zum Beispiel im 5. Mose, Vers 10, und ich könnte im Fall eine ganze Liste, es ist halt mehr als genug. Den Waisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Ausländern eure Liebe, denn ihr habt selbst einmal als Ausländer in Ägypten gelebt. Und im Gesetz, wo Gott Mose mitgegeben hat, hat es verschiedenste Anweisungen für den Umgang mit Schwachen, mit Notleidenden, mit Ausländern, mit Armen und Unterdrückten. Zum Beispiel heisst es dort, dass jedes 3. Jahr der 10. oder ein Teil davon auf die Seite gelegt wird für genau diese Menschen, dass sie sich dort bedienen können. Es war verboten, andere Menschen auszubeuten, schon gar nicht eben die sich nicht wehren können. Und es ist mehrmals betont worden, dass für sie die gleichen Rechte und auch Gesetze gelten wie für alle anderen auch. Und es ist, man sieht in dem hinein, dass es einen klaren Auftrag gegeben hat, die Schwachen, die weniger Privilegierten zu schützen. Und sie werden speziell erwähnt. Sie werden nicht einfach irgendwie so in einen Topf geworfen mit allen anderen auch. Denn die Propheten sind die, die undankbare Rolle hatten, das Volk immer wieder daran zu erinnern und ihnen immer wieder aufzuzeigen, wie daneben oder wie wenig sie das eigentlich umsetzen und wie schlecht das auch gelebt worden ist. Auch da gibt es ganz viele verschiedene Stellen. Der Jeremia macht das, der Jesaja macht das, der Amos macht das und andere noch mehr. Ich lese eine Stelle aus dem Jeremia 22, Vers 3. So spricht der Herr: Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Den Ausländern, Waisen und Witwen tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Also auch da nochmal ganz klar Aufforderung, einen Einsatz dafür zu geben. Nicht einfach nur sagen, ich beteilige mich nicht, ich mache nicht mit, sondern Mitmenschlichkeit zu zeigen, Barmherzigkeit zu zeigen, sich einsetzen für die Menschen und etwas dagegen auch zu tun.
An einer anderen Stelle im Jesaja sagt Gott sogar, dass er das Fasten von seinen Leuten ignoriert. Dass er es so quasi lächerlich findet, wenn sie fasten, aber gleichzeitig all die Sachen, die Ungerechtigkeiten weitergehen und sagt, hey, ich schaue das nicht an, was ihr da macht, solange ihr euch nicht um Gerechtigkeit kümmert. Es ist ihm offensichtlich mega ernst damit. Und einfach vordergründig fromm tun, aber Gerechtigkeit ignorieren, wird harsch kritisiert von Gott. Es hat für ihn eine hohe Priorität. Und dort habe ich mich dann schon fragen, ja, was hat es für mich für eine Priorität? Was hat es für uns als Kirche für eine Priorität? Was hat es für dich vielleicht für eine Priorität? Was würde er sagen zu uns, zu unserem Gottesdienst, zu wie wir Gott arbeiten? Und was mir noch wichtig ist, wenn es um Gottes Gerechtigkeit geht, zum sagen, im Alten Testament, eben die Gerechtigkeit ist ein Begriff, das ist mehr als einfach nur schauen, dass jeder das kriegt, was ihm zusteht, so quasi im rechtlichen Sinn und einfach ein bisschen ausgleichen, sondern es ist ein Begriff, der sehr eng auch an Gemeinschaft gekoppelt ist und wo es eben auch um Barmherzigkeit, um Treue zu Gott geht. Also es hat verschiedenste Facetten. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man aus dem Alten Testament herauslesen kann, dass es sowohl eine persönliche Verantwortung ist, aber dass es auch unser Anliegen soll sein, die Gesellschaft so zu transformieren, das heisst, die Strukturen unserer Gesellschaft so zu ändern, dass sie dem entgegenwirken. Dass sie Ungerechtigkeit entgegenwirken und dort, wo es passiert, das wieder gut macht. Und das mit dem doppelten Aspekt, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich, ist mir noch wichtig, weil es langt auch nicht, wenn man einfach Gerechtigkeit an Institutionen und Organisationen auslagert. Und einfach sagen, ja, das ist denen ihren Job. Das ist dem Staat sein Job, das ist der Polizei ihren Job, das ist den Hilfsorganisationen ihren Job. Nein, wir sind alle gefordert in dem inne. Und was man auch sieht im Alten Testament, je vermögender wir sind, desto grösser ist unsere Verantwortung. Und da kann man sich dann immer überlegen, lokal ist vielleicht jeder Einzelne von uns oder die meisten von uns jetzt vielleicht nicht besonders vermögend, aber weltweit gesehen gehören wir wahrscheinlich alle zu den Top 1% der reichsten Menschen. Wie schon angedeutet, im Neuen Testament finden wir das Anliegen von der Gerechtigkeit eben nachher in der Liebe wieder, in der Agape. Jesus hat überhaupt nie gesagt, dass das nicht wichtig ist, was im Alten Testament ist. Er hat vorgelebt, was es heißt, gerecht zu leben. Er hat sich um die Menschen gekümmert, er hat sich mit denen abgegeben, die am Rand der Gesellschaft waren. Zöllner, Prostituierte, Aussätzige, Ehebrecher, Samariter und so in beide Richtungen, die Unrecht verursacht haben, aber auch die Opfer davon waren. Und hat sich eingesetzt für ihre Rechte und er hat sich um ihre Nöte gekümmert. Er ist allen Menschen auf Augenhöhe begegnet, mit Würde oder eben mit Nächstenliebe. Und er hat sie auch nicht einfach als Projekt angeschaut, wo er irgendetwas machen kann, wo er als Wohltäter hat fungieren konnte. Einer von diesen entscheidenden Texten, wo so rauskommt, was Jesus auch für ein Verständnis von Gerechtigkeit hatte, ist in der Bergpredigt. Es fängt dort an mit den Seligpreisungen, wo er aufzeigt, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ein Teil von dem sind, was es heißt, Reich Gottes zu leben. Oder es heißt dort, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden selber Barmherzigkeit erfahren. Und dann hat er eine sehr schockierende Aussage gemacht, im Vers 20, wo es heißt, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das ist recht crazy. Und nachher geht es, das ist so die Überleitung in die Antithese, die sogenannte, das ist der Bereich von der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ja, ihr habt gelernt, dass man zum Beispiel nicht töten soll. Ich sage euch, schon wenn ihr schlecht über einen anderen denkt, dort fängt es eigentlich an. Schon dort ist eigentlich die Ungerechtigkeit drin. Und in diesen ganzen Beispielen, dort, die er macht, geht es ihm eigentlich nicht um
kannst du eigentlich fast sagen, eine Verschärfung ist falsch. Er macht Grenzen auf, von was es heisst, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Dass es eben nicht einfach nur ums Einhalten von irgendwelchen Geboten geht, wo Gott gesagt hat, mach es so und so und so, dann ist es gerecht, sondern dass es tief drin um Liebe geht zu unseren Nächsten. Bis dort an den Punkt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Also Jesus geht es nicht einfach darum, dass wir uns ein bisschen anstrengen und versuchen, möglichst zu fair zu verhalten und jetzt nicht gerade irgendwie etwas, wo vor Gesetz gesagt ist worden, das ist nicht okay zu machen, weil es irgendwo unfair ist oder das irgendwie dann so bügen, dass es eben doch noch okay ist, was ich mache. Es ist ja, ich habe nicht gegen ein Gesetz verstoßen, sondern er sagt, wir sollen eine Einstellung haben, die den Nächsten liebt, die sich für ihn einsetzt und aus dem heraus erfolgt das Handeln, das gerecht ist. Es soll von Nächstenliebe motiviert sein, unsere Gerechtigkeit, und nicht einfach von, ich will nichts Falsches machen. Und das Bild eben davon sind die Seligpreisungen. Glücklich sind die Menschen, die Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit haben, die das Verlangen danach haben. Die Menschen, die Barmherzigkeit ausüben, die ihrem Herzen Mitgefühl haben. Mitfühlen mit anderen. Es sind Herzenshaltungen. Und es geht darum, dass zum Menschen sein, die hinschauen, wo die Ungerechtigkeit nicht einfach egal ist und wo die Augen vor dem nicht verschliessen, sondern das sehen und mitleiden und sagen, das kann nicht sein. Aber es sind eben auf die andere Seite, das ist ja schön irgendwo an diesen Seligpreisungen, es sind eben auch die Menschen, die die Gerechtigkeit und die Nächstenliebe nicht erfahren haben. Die auf die Frage, mir geht es gut und dir, würden antworten mit, mir geht es nicht gut. Und die finden in dem Sinne die Hoffnung und Zusage, dass es den Gott gibt, der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ausübt, wo sie sich dafür einsetzt, wo uns den Auftrag gibt, dass wir uns dafür einsetzen sollen, sodass wir sie auch erfahren können. Und wenn du zu denen gehörst, das ist die Hoffnung, die ich dir möchte zusprechen, wo du dich daran kannst festheben und dann kannst du zu Gott kommen und sagen, du bist doch der Gott von dieser Gerechtigkeit. Ich sehne mich danach. Ich habe Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit. In der Offenbarung finden wir dann auch, was eigentlich das Ziel ist von Gottes Gerechtigkeit, um was das es im Schluss endlich mit dem Ganzen auch geht. Das ist in den letzten Versen der Bibel beschrieben, Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Und das keine Tränen, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angst, das heißt auch keine Ungerechtigkeit mehr. Der Himmel wird der Ort von der vollständigen Gerechtigkeit sein. Und in der Bibel redet man da auch vom Ort vom Shalom, wo Gottes Gegenwart vollständig da ist, wo sein Frieden herrscht, seine Gerechtigkeit herrscht, wo eben das Leid nicht mehr da ist, sondern wo man voll und ganz, wo in dem Sinn das vollumfängliche, ganzheitliche, alles in Ordnung ist. Das ist das Ziel von dieser Gerechtigkeit. Der Zustand vom Shalom, der Zustand vom vollständigen Heil, von auch Erlösung. Und auch das sieht man im Alten Testament. Gottes Handeln, sich einsetzen für Gerechtigkeit, hat schon im Alten Testament immer auch einen erlösenden Charakter gehabt. Einen heilsbringenden Charakter. Zum Beispiel bei der Befreiung aus Ägypten. Es ist nicht nur darum gegangen, zum Ausgleichen, sondern es ist darum gegangen, zum Wiederherstellen, was ursprünglich hätte sollen sein. Gott um mehr als einfach nur Fairness. Und das macht das Thema so schwierig, oder? Das fordert uns enorm raus. Und ich bin völlig angespannt gestanden, ehrlich gesagt. Und dann habe ich letzte Woche noch einen Film geschaut, wo so eine Szene drin hatte, wo die Thematik in mir noch mehr irgendwo aufgewählt hat, weil
weil es das irgendwo so versinnbildlicht, was die Komplexität in dem Ganzen ist. Und ich habe mir, es war gar nicht so einfach, wie ich gemeint habe, aber ich kann den Ausschnitt können besorgen und wir lassen euch jetzt schnell laufen. Lucy! Okay, wie viel Schulden hast du? 68.743. Was? Ja, Das ist alles? bitte? Ich zahle sie! Was? Du verstehst nicht, ich habe gewonnen. Ich bin steinfucking reich, 68.000. Das sind Peanuts. Das zahle ich aus der Portokasse. Zwischen uns sind Welten, Toni. Wieso? Es gibt Probleme, wir lösen sie. Du löst sie. Okay. Und du denkst, damit ist es erledigt. Ja, warum nicht? Weil ich nicht heil bin. Das ist mir egal. Ist dir egal. Das ist meine Wohnung. Hier lebe ich. Hat man mir zugewiesen. Ich habe einen Vormund. Ich darf nie mehr als ein paar Euro haben, sonst gebe ich sie sofort aus. Ich habe so viel gelogen in meinem Leben. Meine eigenen Eltern sprechen nicht mehr mit mir. Aber das ist dir egal. Ich habe ein Loch in meiner Seele. Und das lässt sich nicht stopfen. Durch kein Geld, durch keine Sache der Welt. Guck mich an und sag mir, dass dir das egal ist. Siehst du? Du brauchst jemanden, der genauso viel auf der Kette hat wie du. Jemanden, der mit dir mithalten kann. Nicht jemanden wie mich, neben dem du einfach noch ein bisschen besser aussiehst. Ich bin nicht dein Projekt. Die Szene zeigt es so gut, um was es geht. Es geht darum, heil zu werden, im Endeffekt. Und doch zeigt es auch, wie real die Not und die, ich sage jetzt mal, die Symptome von dem Ganzen schlussendlich sind. Und wie schwierig es manchmal auch ist, auf Augenhöhe zu kommen. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch zum Schluss noch teilen, was es für uns bedeuten kann. Für uns einzeln, aber auch als Kirche. Und ich fange dort an, wo mich die Thematik herausfordert. Dort drin, dass ich in dem eben merke, es geht um mehr als einfach bloß Pflästerchen zu verteilen und irgendwo Almosen zu geben, sondern es geht um die grundlegenden, strukturellen Probleme. Es geht um Sünde. Das, was sie in dem Film gesagt hat, das Loch, wo in unserer Seele drin ist. Gerechtigkeit, wenn ich mich dafür einsetzen will, dann muss es zum Ziel haben, irgendwo ganzheitlich Gerechtigkeit zu bringen. Zu heilen, das, was kaputt ist. Auf die Augenhöhe irgendwo zu kommen, Wiederherstellung zu bringen. Und das ist enorm schwierig. Und heisst jetzt das, dass es nichts nützt, wenn ich jetzt jemandem, der finanziell benachteiligt ist, helfe? Heisst jetzt das, dass ich die elenden Arbeitsbedingungen in anderen Ländern einfach ignorieren kann, weil ich es ja eh nicht lösen kann und weil es ja eh nur eine Symptombekämpfung ist? Und dann spielt es jetzt keine Rolle. Unter welchen Bedingungen? Und kapituliere ich jetzt einfach vor der ganzen Komplexität, die die Thematik drin hat? Und natürlich, eben, das sind wir uns glaube ich, alle bewusst, einfach immer nur Geld geben ist auch nicht die Lösung. Aber es ist auch eine gute Ausrede, das Führen zu haben, zum nichts zu machen und zum keine Aktion zu machen. Und dann die andere Herausforderung ist, dass wir ja immer irgendwo auch so inkonsequent sind.
Ich kann schon anfangen, zu schauen, wo kaufe ich meine Kleider und mich dafür einsetzen, dass die fair produziert sind. Aber ich habe ja immer noch ein Handy. Ich habe immer noch ein Auto. Ich habe immer noch 100 andere Alltagsgegenstände, wo ich es nicht weiss. Ich habe vielleicht Billigmöbel. Und ich kann ja nicht überall hinschauen, oder? Das ist ja eigentlich häufig das Problem. Und in dem Moment wird es dann oft also überwältigend, weil es so endlos ist. Aber resigniere ich jetzt einfach und sage, ja, dann warte ich, bis jemand einen guten Vorschlag hat, wie man es richtig machen kann. Und dann, wenn mich das überzeugt, dann fange ich an. Es gibt so viele immer gute Gründe, die uns davon abhalten, anderen zu helfen. Ja, die Leute hätten ja Hilfe annehmen können, die hätten es eigentlich gehabt. Sie haben sich mit den falschen Menschen abgegeben und man hat sie vielleicht sogar gewarnt. Sie haben schlechte Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Einige von denen machen sogar böse Sachen. Sie hätten sich halt besser wehren müssen. Und eine der Lieblingsausreden, die wir haben, es gibt andere, denen geht es ja eigentlich noch schlechter. Und ich kann ja auch nicht jedem helfen. Und so weiter. All die Gedanken, die ich immer wieder habe. Also nicht, was deine Gedanken sind. Und in dem Sinne muss man ja zugeben, einige von diesen Gedanken sind nicht grundsätzlich falsch. Und man darf sich diesen Fragen stellen. Man muss sich diesen Fragen ein Stück weit stellen. Aber ich habe gemerkt, es zeigt eben trotzdem auch ein bisschen etwas über mich. Nämlich, dass es mir irgendwo eben doch manchmal an Leidenschaft für Gerechtigkeit fehlt. Dass es mir an Nächstenliebe für meinen Übernächsten fehlt. Der Nächste ist manchmal einfacher, weil dem schaust du ins Gesicht, dort siehst du es. Aber der Übernächste, du siehst es ja nicht. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was wir genau machen sollen. Ich habe 3 Schritte, wo wir anfangen zu gehen. Und wo vielleicht anfangen einen Unterschied machen. Der erste ist, wie gesagt, wir sind so gut drin, die Ungerechtigkeit auszulagern und irgendwo unsichtbar zu machen. Wir werden nicht gerne damit konfrontiert. Und wie wäre es, wenn wir immerhin mal anfangen, anzuschauen? Anfangen, unsere Augen aufzumachen. Mal nachfragen. Nicht mehr einfach wegschauen, sondern sagen, ja, ich will irgendwo immer mehr anfangen, anzuschauen. Mir geht es gut. Aber dann eben auch fragen, und dir? Und die Schwierigkeit ist für uns als Schweizer, dass je besser dass es uns geht, desto weniger sehen wir die Ungerechtigkeit und sind wir konfrontiert. Aber das Krasse ist, es gibt sie auch bei uns in der Schweiz. SRF hat im Mai einen Artikel über die Armutsstatistik der Schweiz herausgegeben. Und dort heisst es, 5% der Bevölkerung 2021 müssen auf wichtige Güter, Dienstleistungen oder soziale Aktivitäten verzichten. 5%. 745.000 Menschen in der Schweiz gelten als einkommensarm. Das heisst, ein Einkommen unter 2.290 Franken pro Einzelperson. Bei Families wird es noch extremer. Fast 20% der Bevölkerung können unerwartete Ausgaben in der Höhe von ca. 2'500 Franken nicht zahlen, weil sie das Geld nicht auf der Seite haben. Es sind vor allem ausländische Personen, sind ältere Haushalte, sind Arbeitslose. Und wir haben auch bei uns in der Kirche so Leute. Ich weiss mindestens etwa 4, die manchmal nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Das ist nur schon bei uns. Unsere Übernächsten. Im Ausland ist es nochmal ganz anders. Und das ist der zweite Punkt. Lassen wir uns wirklich von diesen Sachen noch berühren oder akzeptieren wir es einfach, weil es ja schon immer irgendwo so war und weil du allein ja doch nichts ändern kannst? Oder ist vielleicht auch eben so ein Moment gekommen, nochmal dafür zu beten, dass Gott unsere Herzen berührt. Dass es uns nicht einfach egal bleibt. Dass er unsere Herzen wieder weich macht, wenn es um diese Sachen geht. Vielleicht, dass wir sogar an meinem Buß tun und sagen, hey, ja, ich habe es vernachlässigt, es tut mir leid. Und ich möchte wirklich niemandem jetzt irgendwie übertrieben ein schlechtes Gewissen machen. Aber ich glaube, es ist ein Punkt, wo Gott sagt, wenn wir die Ungerechtigkeit in unserer Welt nicht angehen,
das ist nicht sein Herz. Und vielleicht brauchen wir dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ich nehme uns als Kirche da bewusst nicht raus. Also haben wir auch gemerkt, wir machen so wenig auch als Kirche, wir könnten so viel mehr machen. Und wir müssen uns Gedanken machen. Und das wäre der dritte Punkt. Lass uns anfangen mit kleinen Schritten. Du kannst dich fragen, wo kannst du einen einfachen nächsten Schritt machen? Wer sind deine Übernächsten? Was könntest du für sie tun? Ich hatte diese Woche ein Telefon mit jemandem aus unserer Kirche, der nicht mehr weiss, wie sie die Rechnungen bezahlen soll. Was machen wir? Und ich habe mich dann so gefragt, ich bin noch an die Predigt vorbereitet und denke so, was schnurren wir da über das Thema? Und was machen wir als Kirche? Und in erster Linie ist unser Ansatz, wir unterstützen die Leute im Lösungen suchen und das finde ich grundsätzlich ist richtig. Und oft sagen wir ermöglichen es Leute, die es sich nicht leisten können, dass sie trotzdem an unseren Angeboten teilnehmen können, wie das Pfingstcamp oder Sommercamp und so weiter. Das sind Sachen, wo es uns immer ein Anliegen ist, zum helfen. Und das ist nett, ja, aber wegen dem zahlt die Person ihre Rechnungen nicht. Und es ist eigentlich das Falsche, wenn man Geld verteilt. Und irgendwie hat es mich doch so herausgefordert und man gesagt, hey, also komm, wir machen diesen Sonntag etwas, was wir eigentlich nicht machen und wo eigentlich auch nicht es ist nicht die richtige Lösung, aber wer hat die richtige Lösung? Und wo wir gesagt haben, also, wir machen es einmalig im Bewusstsein, dass es in dem Sinne mehr ein Pflästerchen ist, dass es nicht die Lösung ist, aber es ist zumindest mal ein Schritt. Die Kollekte, die wir heute einnehmen, die verteilen wir an Menschen, wo wir wissen, dass sie finanzielle Schwierigkeiten haben. Ich weiss noch nicht wie, ob wir das Bar weitergehen, ob wir Einkaufsgutscheine machen, müssen wir herausfinden. Und das ist mir gleichzeitig, oder, wird sofort all die Probleme, die mit dem verbunden sind, werden einem bewusst so, ja, aber vielleicht wissen wir es ja gar nicht von allen. Das ist von denen, die wir es nicht wissen. Ja, dürfen sich melden, unbedingt. Und ist das nicht irgendwie dann unfair denen gegenüber? Und kontrollieren wir denn das? Wer hat vielleicht sagt jemand jetzt einfach, nein, wir kontrollieren es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich möchte sagen, wenn es dich betrifft, du darfst dich melden. Dann etwas weiteres, was wir haben, ist unser Hope and Care. Das ist sicher auch eine Möglichkeit, so einen Schritt zu machen. Das ist der Ort, wo man eben Beratung, Unterstützung anbietet, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Unterstützung braucht im Umgang mit Ämtern und so weiter, wo wir Leute haben, die da, sich auskennen, wo man sich melden darf und wo wir aber auch froh sind, wenn Leute sich melden und sagen, hey, ich bin bereit, ganz praktisch und einfach, wenn es irgendwo mal braucht, dass jemand Essen heimgeliefert bekommt wegen Krankheit oder Wochenbett und so weiter, wo wir das machen wollen. Ihr dürft euch beim Next Desk melden, wenn du sagst, hey, ich möchte da mal einen Schritt machen und mich bereitstellen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wir haben recht viele Leute auf der Liste, aber es ist doch meistens so, wenn es nachher eine Anfrage kommt, dass ganz vielen es jetzt gerade nicht passt. Und das ist die Schwierigkeit am Ganzen. Es passt nie. Es ist nie der ideale Zeitpunkt. Es kommt immer Ungelegenheit, Ungerechtigkeit und Not ist nie etwas, wo jetzt passt es gerade und ist super. Wir müssen uns immer aufmachen. Und du hast vielleicht selber einen Schritt. Und auch wenn, ja, ich bin gespannt, was daraus entsteht. Und wenn du darunter leidest, ich möchte dir das nochmal zusprechen, Gott ist ein Gott, der sich für das Recht der Unterdrückten einsetzt, der Gerechtigkeit auf dem Herz hat. Und übernimm dort, nimm die Hoffnung, das Wissen. Und wenn du Teil bist von einer Community, dann, wie wir das sind als Kirche, dann darfst du dich auch melden. Dann wollen wir für genau an das da sein. Und wir alle anderen, wir können uns überlegen, eben, wo sonst können wir Verantwortung übernehmen, können wir einen Schritt machen in diese Richtung. Ich lade euch zum Gebet. Stehen wir doch auf dazu. Jesus, es ist so dermaßen herausfordernd. Aber es ist auch einfach dein Herz, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Es ist dein Herz, das wieder heil werden kann, wieder hergestellt werden kann, was nicht in Ordnung ist.
Es ist dein Herz, dass Menschen nicht ausgenutzt werden. Und wir haben es uns manchmal wirklich einfach gemacht, indem wir es einfach nicht sehen, nicht müssen sehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir die richtige Balance in dem hinein finden. Mit der Überforderung umzugehen, dass wir nicht alle Probleme lösen können. Aber dass wir uns auch nicht lähmen lassen, um einfach nichts zu machen. Dass wir uns getrauen, auch anzuschauen, uns zu berühren lassen. Und dann in dem Rahmen, wo wir können, auch etwas machen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen von uns einfach auch redest. Und uns zeigst, was ein nächster Schritt auch könnte sein. Und ich bete, Jesus, für die Leute, die Not leiden, die unter Ungerechtigkeiten leiden, unsere Kirche, dass du dich dort dann auch erbarmst und dass du aufzeigen kannst, wie wir helfen können. Was unsere Aufgabe in dem Innen ist. Amen.